Und weiter geht's wieder mal hier bei Twilight Princess HD mit dem nächsten Abenteuer. Und zwar will ich heute erstmal versuchen, unsere letzte Bombentasche zu holen und auch noch ein Upgrade dafür. Und das gebe dieser wundervollen Dame hier. Eine spannende Fahrt auf dem Fluss Azuras bis zum Hylia-See. Kanon Verleihgebühr 20 Rubine. Ich muss zugeben, ich habe das im Original selten gemacht. Sogar nie komplett abgeschlossen, weil ich war damals einfach viel zu schlecht dafür. Hoffentlich ist er heute natürlich ein bisschen anders. Geschlossen. Your fucking Ernst? Hä? Die sagt, Entschuldigung, momentan geschlossen, ich laufe ein bisschen weg und plötzlich erscheinen die Viecher. Das habe ich aber nicht mehr so im Kopf, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Ups! Ja, wo gerade die Wirbelattacke machen. Sorry! Und noch viel Damage. Mann! Ich wollte gerade sagen, wie sie es eigentlich dann, Link. Mann, wieso? Link, hey, deine Wirbelattacke ist doch eigentlich so krass, aber du machst sie einfach so selten. Aber selten richtig. Sind doch viel ab, war direkt ein Herz für einen Treffer. So, jetzt reißt er langsam hier. Was ist das mit dem Aufladen der Attacke? Sprich so Wirbelschlag direkt irgendwie. Das ging bei Queen of Time, Skyward Sword. Und viele andere Spiele viel einfacher, sogar bei der Wind Waker. Du bist doch. Wobei, ich muss gerade zugeben, bei Twilight Princess Original auf der Wii Edition war es auch sehr einfach, auf nur halt die Fernbedienung schwingen. Aber eine guten? Aber wir müssen uns nicht im Stehen unterhalten, komm doch rein. Ah, jetzt plötzlich, ja. Da jemand haben wir ein neues Portal. Oh, meine Fresse. Ich habe Angst gehabt, ich dachte, ich würde das nicht überleben. Jetzt läuft aber auch alles schief. Also erstmal vielen Dank. Ich bin Tine, ich leih hier Boote. Ich habe geschützte Felsen am Fluss blockiert. Das habe ich geschlossen. Weißt du? Noch ein starker Mann, war? Vor allem bei der Frisur. Wir mir sehr helfen. Also, da müssen wir uns erstmal in diesem Felsblock noch kümmern. Der kombiniert, seht einfach so direkt Trittbombentasche. Cool, war. Dann machst du wieder das Ganze. Und sie schafft es nicht, wa? Ja gut, muss alleine machen. Und das ist ein faires Geschäft, oder? Also gut, gute Fahrt. Ja, wir müssen gar nicht viel machen, Leute. Uiuiuiui. Ja. Ja. Noch ein bisschen besser Steuer, Michael, wäre nicht so schlecht. Man muss die eigentlich auch nicht zerstören mit Bombenfallen. Das ist gar nichts gesagt davon, nur Felsen. Genau genommen sind das gar keine Felsen. Hey, wo sind diese Felsen, die ich zerstören soll? Bis jetzt der Flussverlauf eigentlich sehr ruhig. Hä? Ah, gut, da sehe ich schon etwas. Ja. Ja, danke schön, Kamera. Eine Zura als ihre Gehilfen. Okay, nicht zu schicken. Ich bin die Aushilfe. Entschuldigung, dass wir so eure Mühe machen. Kein Problem. Warum fahren sie zu zerstören, ja? Versuchst du das? Nichts lauter als das. Du. Du hast geschafft. Juhu.
Bitte folge mir. Ja, versuch's ja. Wenn das Boot so ein bisschen verarschen würde. Und sie verliert Rubine. Wieso verlierst du Rubine? Oh, Alter! Ich weiß nicht, ob ich das Spiel ja, im Original nie gemacht habe oder so selten. Ja gut, bin ja auch schon geduscht für heute, schön. Boah, Link, geh doch! Ja, danke schön. Das Boot muss langsam kaputt sein. Ist nur ein Holzboot. Hallo? Wo? Diese Steuerung, ey. La 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 la. Es ist alles so friedlich, so wunderschön. Ja, fick dich, Mann! Aber du musst nicht zerstören, wa? Können wir mal versuchen. Nö, das bringt nicht viel. Ja, seht ihr, ich habe unendlich Bomben und Pfeile. Ich kann die noch ein bisschen zerstören. Ja, fahrt trotzdem rein. Das ist wieder mal sehr helle von mir. Aber lustiger, verliere keine Herzen. Das Boot geht nicht kaputt. Wir sind sowieso gleich durch. Das ist immer diese verdammte Gegenströmung. So, wir haben es geschafft. Na Gott sei Dank. Tja, das war der einfache Teil, kann man sagen. Weil der nächste ist ein bisschen kniffliger, wenn es ums Bomben-Upgrade geht. Lalalala. Vielen, vielen Dank. Jo, wo kommen wir jetzt wieder raus? Okay, am Steg. War nicht mehr schlimm, es war keiner auszuhalten. Ach, und noch etwas. Der bestimmt versprochen, dass du eine Dankbombentasche behalten darfst, oder? So war das immer. Genau, überflüssige Ware weg. Das ist so ein Geizhals. Ja, Mann, Bombentasche oder Bomben! Ich glaube, oder war das jetzt schon? Ich weiß gar nicht mehr. Aber theoretisch müssen wir bereits in der Lage sein, ein drittes Zahl von Bomben zu kriegen. Weil, ist ja logisch, wir haben normale Bomben, Wasserbomben, aber 3 Bombentaschen. Hä? Müssen wir eigentlich eine dritte Bombensorte geben? Müssen wir eigentlich erstmal zu einer Kakariko gehen. So, erstmal porten. So, auf Flusen. Stimmt schon, ist der Flussoberlauf. So, das war wie gesagt Teil Nummer 1. Jetzt will ich das einmal noch versuchen, und zwar die Bomben-Upgrades. Es kann sein, dass ich auf einen Hieb schaffe, ist sehr unwahrscheinlich. Und muss man halt nochmal hin und dann klappt es dann später. So, nochmal rein. Und nochmal eine Runde, wobei diesmal ist die Runde ein bisschen anders. Denn wir müssen Punkte erzielen. Chef wieder öffnen. Ja, kann uns doch nichts anbieten, dann mach es dir ruhig bequem. Was du willst, ja? Klar. Sonst Rubine, Boot mieten. Ja. Steig ein. Ja, wir müssen jetzt Krüge abballern. Alles klar, dann eine gute Fahrt. Ja, rechts unten sieht uns bereits. Krüge abballern. In der richtigen Arena gibt es, glaube ich, positive und negative Krüge. Von dem eigentlich nichts Besonderes, was man halt so kennt. Ich glaube, Bremse kann ich gar nicht groß. Mann, diese Kamera kann ich bitte mal so sein, dass ich komplett kontrollieren kann. Also, aber bereits getroffen, gut. Genau, die Gelben geben jeweils 1 Punkt die Krüge. Man braucht insgesamt 25 Punkte. Für das Upgrade, wenn man das mal so sagen darf. Und ich glaube, es gibt noch rote und blaue Krüge drin, ist in Erinnerung. So, ich sehe nichts. Du. 6 Punkte. 25 brauche ich.
Das habe ich damals einmal noch geschafft, beziehungsweise Geduld dafür gehabt. Weil ganz ehrlich, wenn du halt da 2, 3 Mal das Ganze machst und so. Klar, du bist immer besser, ist klar. Ich glaube, man braucht gar nicht jeden Krug. Aber sicher mal die fetten, also die roten, die braucht man sicher. So, fahren wir momentan gerade ziemlich noch geradeaus. Fahren wir gerade, muss ich überhaupt steuern? Das ist die andere Frage. Habe ich noch einen vergessen? Ne, ich glaube nicht. Die müsst alle hier haben. 14, immerhin, wir haben schon über die Hälfte, ist immer geil. Ja, bleib mal so. Ah so, im Anstoßen, okay, so verliere ich Krüge. Dann war es doch so, ja. Was? Ich bin ja konzentriert. Man merkt es vielleicht, dass ich ein bisschen still bin. Ja, ja. Ah! Ja, ist klar. Nein! Verdammt, ich habe 1 und 2 Punkte zu wenig. Das gibt's doch nicht. Und ich bin schon am Ende. Fuck, Mann. Ah. Also man sieht, ich habe eigentlich alle Krüge getroffen. Vielleicht haben wir hier einer so gefehlt, aber sonst hatte ich glaube alle. Haben die 2 ja und natürlich ein paar Mal angedutscht und das darf eben nicht sein. Oh. Gut gemacht. Ja, danke schön, aber kein Upgrade. Ich hätte mal leider an Preise gehen. Ja, eben. Nö. Machen ein anderes Mal, Leute, weil, ja, das wäre eigentlich das letzte für Bomben-Upgrades und so weiter. Aber das mache ich dann sowieso erst dann, wenn ich auch mit dem Pfeil und so weiter, muss ich auch noch dann noch das letzte Upgrade dann holen für 60 Pfeil, für 90 oder 100 sogar. Ja, das machen wir dann, weil das ist sonst, nee. Dauert zu lange zum einen und zum anderen. Man muss ja direkt alles schon auf Anhieb perfektionieren. So. Immerhin, wir haben 3 Bombentaschen, jeweils mit 30 Bomben insgesamt, ist auch gar nicht mal so schlecht. Kann sich sehen lassen. Dritte Flasche haben wir auch. Was will der Michael noch mehr? Ja, vielleicht mal mit der Steuer weiterkommen. Wäre auch mal gar nicht mal so schlecht. So, jetzt wird nicht vergessen, wir haben noch eine Flasche jetzt leer. Die könnte ich theoretisch jetzt da oben noch auffüllen. Diese eine ominösen Kiste, ihr erinnert euch. Dann geht es vielleicht sogar jetzt schon ab in die Wüste. Für die nächste Technik sogar. Wüste plus in den nächsten Tab kriegen wir auch noch insgesamt 3 Herzteile. Also machen wir dann 11 Herzcontainer plus Endpost 12 Herzcontainer. Das läuft doch. So, schön verstaut. Wir haben eine Fehmarn. Ja, mit 2 Fehmarn bin ich schon mal sehr viel entspannter. Gut, Pfeile haben wir auch. Jo. Jo. Und jo. Autsch. Das hätte auch wehtun können, Link. Willst du verarschen? Hoch da. Link. Ich muss sagen. Also das wäre jetzt echt ziemlich fies gewesen, dass es nicht geklappt hätte. Doch was soll's, man. Lalala. So, zu dem Typen sollen wir. Tobi heißt er ja. Tobi.
Oh, da bist du ja wieder. Das ist ein tolles Ding, oder? Du bist ja besser mit einer neuen Agentur, wir fühlen das wie ein Vogel geflogen. Was denn, du kannst ihn für 10 Euro wieder ausprobieren, wa? Oder so ein Flugwagen. Nö, was für eine Verschwendung, du bist ein Arsch. Nö, ich habe ja was für dich, guck mal. Hier, von Revlor. Hä? Das ist doch vom alten Revlor. Ja, dem Alten kann man einfach nichts widersprechen, wa? Was? Ja, da kann man wohl nichts machen. Na gut, im Rennen wird mal für den Sonderflug fahren. Also gut, der Flugpass bekommst du jetzt mal erlassen. Was ist, soll sofort losgehen? Ja. Ein Freiflug bekommst du dieses eine Mal. Also klar, Mann. Guten Flug und hasta la vista, Baby. Wollen wir das? Ja, wir wollen das. Moment mal, da schießen sie in die Wüste? Wortwörtlich. Ich schieße in die Wüste, Mann! Aber das ist doch ziemlich weit weg, das kann nicht gut gehen! Wohl zum Henker ist eine Art Verbindungsstück zwischen Wüste und Hylia-Steppe außer Queen of Time hin. Die ist weg. Michael, warte! Hm? Ja, Mina? Es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Oh, jetzt kommt eine große Beichte. Kennst du dich noch, was unser Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten? Sie wurden aus Hyrule vertrieben. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. So ähnlich wie Lorule aus Link Between Worlds, verstehst du? Von dieser Welt soll voll Schatten aus, war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Den Wesen des Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewiger Dunkelheit zu leben. Ach du Scheibenkleid, was eine Verbannung. Aber Moment mal, wie ist ein Santo hergekommen? Der muss trotzdem irgendwie einen Weg gefunden haben. Das ist die Geschichte des Schattenvolks, so wie sie uns bei uns überliefert wird. Jetzt ist ja klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Total bösartig. Ich hasse euch alle! Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden die alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Uns war es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über jenen Schattenspiegel. Und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Hm? Und du? Wirst du ihn sicher mit mir zusammen suchen, oder? Na klar. Okay, danke, Mansch. Was für eine interessante Geschichte von Mina. Minas Geschichte sozusagen. Die Gerudo-Wüste. Natürlich, wie kommen wir wieder zurück, war? Wir haben gar keinen Teleportpunkt, nix. Und irgendwo hier war noch der Wolf. Wenn wir gerade mal erinnern, wo war denn der jetzt? Oder ist er da oben? Okay. Wow! Gar nicht gut, gar nicht gut! Nein, nein! Puh!
Kann er bitte... Jetzt bin ich schon mal in Sicherheit gebracht. Aber ich überlege gerade, ob man nicht auf die Nacht warten soll, weil hier gibt es sicher nachts noch etwas... Was ist eigentlich das da oben? Das bricht echt schon auseinander hier. Die Wüste. So, komm, irgendwo hier ist sicher ein Schattenportal, wa? Wir kennen es doch. Auch die Viecher kennen wir noch. Zumindest ähnliche Varianten davon. So, komm her! Ich kriege euch alle, Mann! Oder auch nicht? Ja, du auch noch? Wow! Ich glaube, die kommen endlos hier. Das war aber Queen of Time noch anders, wenn man da die normalen Viecher platt gemacht hat, bis zum Boss, bis der kam. Und war danach aber Ruhe. Ist das ein Insekt oder ist eine Geisterseele? Ein Insekt, war? Die langsam können schon mal Geisterseele sein. So, hätten wir es. Die Eintagsfliege in der Gerudo-Wüste. Killer-Ananas. Wow, das war knapp. Da hinten kann ich mich verstecken, irgendwie. Wobei wir sowieso die Aufnahme sehr schon beenden. Wo komme ich dann überhaupt hin, wenn ich hier neu starte? Oh. Das muss ja auch ein Herzteil hier, da kann ich erst später erreichen. Uff. Dann ja, die fehlende Brücke. Wie kommt die jetzt hier hin? Das heißt doch eigentlich, dass wir hier jetzt gleich ein neues Portal haben. Komm schon, was will ich jetzt diesen Part noch machen? Portal erschaffen, komm schon! Vielleicht im nächsten Part noch ein bisschen Hauptquest plus Sidequesten, wer weiß das schon? Hallo Portal, wo bist du? Was ist da oben? Ah. Anderes Portal. Oder bloß die kommen da oben. Die machen nichts mehr, wa? Die Killer-Ananas bei Queen of Time, die haben noch ein bisschen Schmerzug. Gut, eigentlich nur als Kind, nachher waren die auch nicht mehr da. Guck mal einen an, da ist noch eine Geisterseele. Also wir ran, komm gleich. Natürlich. Wie kann es anders sein? Blub, blub, blub. So, hätten wir. Ist ziemlich eng hier. Ich weiß, wegen Schaden und so weiter, aber ist kein Problem. Denn jetzt ist sowieso wieder vorbei. Neues Portal. Hier in der Gerudo-Wüste. Wir können wieder zurückkehren. Geil. Du vor allem die Brücke zurückbringen, wa? Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Aber erstmal heute noch, also in dieser Episode, eine ganz kurz Geistseele holen. Ich weiß nicht, was du sagen willst, ist alles klar. Das war jetzt eigentlich nicht so klar.
So. Eine Geisterseele. Yeah. Krass, wa? Jo, in diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Nächster Part dann, werden wir mal diese Brücke genau unter Augenschein nehmen und dann mal gucken, was im Schein des Mondlichtes, hallo Link, guck mal nach oben, ja, im Schein des Mondlichtes sonst noch so alles erreichen können. Sonst noch irgendwo eine Geisterszene in der Nähe. Ne, drüben was anderes, ich glaube dort hat es auch keine mehr. Sollen wir mal gucken? Yeah, Vollmond. Bis dahin. Ciao zusammen. Mondpfeile? Nix, wa? Schade.